Geht nicht schon mal leichen. Wir geben noch zwei Wörter wegen der Yiddish Liga, als ihr wisst nicht. Die Yiddish Liga ist eine Organisation, das Ziel wird aufzuhalten Yiddish wie eine moderne und lebendige Sprache und mutigt Menschen, dass wir sollen reden Yiddish in dem tagtäglichen Leben. Die Yiddish Liga geht auch als ein Journal mit Nummern auf Schwell, Wörterbücher, Lernbücher und andere pädagogische Materialien, wo es helfen euch, sich auszulernen einseitig Yiddish. Wir euch halten wir gesäderige Programme mit der Persönlichkeiten, Forschers, Singers, Akteuren und Kulturtiers, die bringen euch einen Blick auf Yiddish in einseitigen Kultur und geben euch eine Gelegenheit, sich zu sein kennen. Wir verbeten euch zu stützen, die Yiddish Liga wird ein Mitglied und stützt der einzige jiddische Organisation, die halt alle ihre Unternehmungen auf Mameluschen. Gedeiht sie sehen alle unsere Produkte und Bücher, werden in der Woche noch, geht auf leagueforyiddish.org, leagueforyiddish.org, dort könnt ihr sehen noch alle unsere friedige Programme und ihr könnt es sehen auch auf unserem YouTube-Kanal. Eins haben wir das Vergnügen zu reden mit der bekannten Forscher Dr. Arshel Glässer. Dr. Glässer ist geboren geworden in 1957 in Brooklyn, New York. Er ist ein jiddischer Linguist, Lehrer und Übersetzer und der Mitchefredakteur von einem arumigen Englisch-Jiddisch Wörterbuch, wo es die Yiddish Liga hat auch der Reise gegeben. Er ist ein Mitglied von der Exekutive bei der Yiddish Liga in einer langjährigen Tour für Yiddish. Ein Geil mir reden wegen der frühesten Entwicklung von Yiddish, der verschiedenen Shitos, Bnogע dem Shorsh in unserer Sprache, in der ersten Mekorim zu dem. Wir wollen auch darin reden wegen Max Weinreichs Theorie, legabe was ist ungenehm geworden durch Forschers, in wegen seiner Rolle bei Redaktieren Max Weinreichs Buch History of the Yiddish Language, was ist übergesetzt geworden, und Dr. Glässer ist gewesen der Redakteur. Ich vergebe eine kleine Akdume, wenn wir reden wegen der Scheile von der Mekor von Yiddish, ist es eine komplizierte Thema, und wenn ich habe getracht zu halten, die Unternehmung, ist gewesen so viele Fragen, auf was zu reden. Es ist doch von einer Seite die Frage von der Mekor von der Ashkenazi, von wo kommen die Menschen, das ist mehr eine historische Frage. Es ist da die Frage von der Mekor von der Sprache, und es ist da mal Menschen, was nutzen die Frage von der Mekor von der Sprache, die zu entfernen, von wo kommen die Ashkenazi. Man nutzt die Sprache wie ein Mittel zu sagen, guckt, die Sprache kommt von dort, muss einer der Ashkenazi kommen von dort. Es ist ein bisschen ein kompliziertes Thema, weil wir können zugehen zu dem von verschiedenen Wegen. Wir können zugehen zu dem von mehr archäologischen Wegen, wir können gucken zu dem mehr in Literatur, in Texten, was wir haben. Eigentlich schon da viele Genetiker, was verhandeln mit der Frage, Demografiker, was reden wegen dem. Es ist da so viele Menschen. Aber ich mache es, wenn wir eben erstens mit Dr. Glässer, was er ist ein Mavin von der linguistischen Seite, und er wird uns öfter können geben, eine Reinführung mehr zu der Frage von der Sprache, und hat geben einen Blick, ob es da noch andere Shitos. Ist ein Gitten, Arshel, und ich meine, dass die darf sich ausstimmen. Man hört mich? Ja. Gut. Das ist die erste Frage, wie alt ist Yiddish? Ja, das ist die größte Frage. Ja. Darf sich also alle Forscher rechnen als 1000 Jahre alt. Und das ist mehr, meine ich, auf den Smach von der Historiografie. Weil wir wissen, Aponym, das ist nicht meine Spezialität, aber wir wissen Aponym, als Jiden sind umgekommen auf den Städten von dem heutigen Deutschland rund dem Jahr 1000. Und erst in jener Zeit haben sie gekannt, übernehmen Wörter von Deutsch, soll sich schaffen Jiddisch. Ja? Weil bis in Deutschland ist nicht gewesen Jiddisch. Wir wissen euch, nach sich von der Historiografie, als Jiden sind, wenn die Räume haben herausgetrieben, Jiden von Eretz Israel, noch het wenn, sind sie angekommen in Italien und gewohnt der Zeit in dem heutigen Italien, versteht sich, damals ist kein Italien nicht gewesen, dasselbe Frankreich. Rashtã hat doch gewohnt auf den Städten von dem heutigen Frankreich. Und danach, wie gesagt, angekommen in Deutschland, haben sie mit sich genommen, Zollwörter, was stammen von Lateinisch, Italienisch, Französisch, zum Beispiel Schont, wissen wir es, und Menschen, und noch so, und Lehnen.
von dem ist geblieben sehr wenig. Und deswegen, zu lieb dem, was ist etwas da und was die Historiker schreiben wegen dem, kann man rechnen, als das ist gewesen der Gang von Jiden. Aber so später werden wir reden wegen so eine was halten anders. Versteht sich, als die Sprache hat nicht keine Metrik, wie als wenn man beschließt, als in dem Tag ist die Sprache geworden, als Sprachphase, nicht da ist eine Sache. Dort haben Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugalisch, Rumänisch und noch etliche Sprachen sich entwickelt von Lateinisch. Was ist der Tag, wenn Französisch hat aufgehört zu sein, Vulgar-Lateinisch und ist geworden als Sprachphase? Wir können gucken auf die Texten und in einem Tag beschließen die Kenners, als es ist genug weit von Lateinisch, als man darf es anrufen Französisch. Aber das ist ganz subjektiv. Und ich weiß nicht, aber sicher, nehme ich an, als in der historischen Linguistik von Französisch, kann man euch debattieren. Sie Französisch ist geworden als Sprachphase Jahr 1000, 1050, 1100 oder 59 oder 900. Es ist nicht so kein pinklicher Häufen. Punkt, wie es nicht so kein pinklicher linguistischer Häufen zu zitieren die heutige Sprachen. Ich gebe mal Moschel, das ist nicht, ob ich verfahren nicht kein Bäuberig. Chinesisch ist verrechnet für eine Sprache, aber in der Emerson wissen wir, als so viele Chinesen und Dorn-Chinesen kennen sich nicht zu neu reden, ist, wenn China wollte gewinnen 2 Meluches und nicht 1 Meluche, wollte man das öfter gehalten für 2 Sprachen. Und Tschechisch und Slowakisch verkehrt. Sie haben gekannt, schaffen eine Sprache von dem, nur sie haben beschlossen, zu schaffen 2. Und das ist rein politisch. Es hat sehr wenig zu tun mit Linguistik. Trotz die Philologen vom 19. Jahrhundert, was haben das getan? Sie haben sich gehalten für Linguisten. Aber sie sind auch gewesen Politikers, ja. Sie wollten Mäude gewinnen, weiß ich nicht, aber sie sind es. Was ist der Mekor, der geschriebene Mekor? Lass mal reden aber nicht wegen der geschriebene Mekor, was wir haben, der erste. Ja, Koidem Kol kann man sich nicht verlassen auf geschriebene Mekorim zu datieren, zu bestimmen, wenn es ist, hat man auch heute reden Jiddisch. Aber der erste Satz auf Jiddisch, was wir haben, befindet sich in einer Maxer von Vermeise oder Worms von Jahr 1272. Und ich kann nicht zitieren den Satz von äußerst wenig, aber auf den heutigen Jiddisch wurde es gewinnen ein Erich. Der, was bringt der Maxer in Schule, ihm wünsche ich einen guten Tag. Etwas als sonst. Ja. Danach haben wir von 1382 dem Cambridger Kodex, das sind in Manuskripten, was man hat gefunden in Kairo, Genese, so 19. Jahrhundert. Aber wir werden von dem nicht gesagt kriegen, was ist sehr ähnlich zum literarischen Deutsch von jener Zeit. Und das ist wieder ein Indien. Wie neunt ist Jiddisch gewesen zu Deutsch beim Neheyb? Ist Eli wird mir geben einen Schuss, weil ich ein bisschen reden wegen dem, weil das ist ein wichtiger Indien. Ja, Adarabe. Ja. Max Weinreich, ich will schon gehen zu die Vorschuss. Max Weinreich und Schleume Biermoim haben gehalten, als Jiddisch ist keinmal nicht gewesen identisch mit Deutsch. Als Jiddisch ist allemal gewesen besonder und Weinreich hat angeschrieben, keinen dicken Artikel wegen dem, was soll gewesen, wenn wollte sich bewiesen bei Rabbeinu Gershon in der Yeshiva mit knapp 1000 Jahren zurück. Was wollten die Yeshiva-Bocherin gesagt? Was für Sprache reden sie? Ist Leute Weinreichen wollten sie gesagt, dass sie reden Deutsch, wollte angewiesen auf dem, als sie haben Massachwörter, wo sie nicht von Deutsch, so Shabbos und Yontef und Emes. Na gut, reden wir Deutsch mit der Zoll hebräische Wörter. Ja, aber sind da Wörter, was kommen von Deutsch, was sind in der Stadt Deutsch, so Reinigkeit für Sefer Teure. Und geht also weiter und so verstehen die Yeshiva-Bocherim, als sie reden etwas anderes von Deutsch.
Das ist Weihnachtszugang, wie gesagt, euch Birnbäum. Der Professor Nossen Siskind, was es euch gewinnt helfen der Debatte, hat gehalten als verkehrt, als Jiddisch ist gewinnt also wie Deutsch, und danach, als man hat eingestuft die Jiden in Ghettos, hat Jiddisch angehäuben zu werden anders. Ich meine, also das wird mit keinem nicht verändern. Ich halte mit Weinreichen, aber no, das heißt nicht, dass Weinreich ist gerecht, was ich halte mit ihm. Ja. Was legt sich mehr auf den Seichel? Es legt sich mehr auf den Seichel, meine ich, Weihnachtszugang, und ich sage für was. Kedei jeden sollen übernehmen so viele Elementen von Deutsch und schaffen eine Sprache auf das Macht von Deutsch, haben sie gemusst, Herren Deutsch. Sie haben nicht gekannt sein, verspart ergens. Ja. Also sie haben etwas später, das ist aber eine besondere Sache. Ja. Sie haben gemusst kommen in Verbindung mit Deutschen. Ja. Ist bedeutsam, wenn ich rede wegen dem, sage ich so. Wenn Jeden sollen sein, ganz neues gemischt mit Deutschen, wollten sie schon geworden Deutschen. Wenn Jeden wollen ganz nicht gehabt, keinen Kontakt mit Deutschen, wollten sie weitergerät, das was sie haben gerät beim Ankommen in Deutschland. Er hat gesagt, darf sein ein bisschen mitten. Und wir rechnen das, zum Beispiel als Jeden haben gewohnt bei Sunder, was sie haben gewollt wollen bei Sunder. Bei Tag haben sie gehandelt mit Deutschen, haben sie übergenommen, als Sache von dem Loschen von den Deutschen. Bei Nacht und Schabes und Jontef sind sie gewinnt besonder, nur zwischen Jeden. Ich soll mal sagen, nicht 100%, also nicht 100%, also nur 50%. Er geht inmitten. Es ist gewinnt von 24 Jahren bis letztes, hat mir gesagt, dass 12 Jahre mit Deutschen und 12 Jahre ohne Deutschen, etwas also eins. Ja. Weil ich meine, als wenn Jeden wollten Tage gerät Deutsch, also wie die Deutschen wollten sie, wir haben übergenommen, euch als Sache mit Hogim von Deutschen und Jeden wollten hat einander ponem. Versteht sich, als Teilmen Hogim haben sie ja übergenommen, Jahrzeit Licht. Jahrzeit ist sicher christlicher Minnig, was ist darüber zu Jeden. Aber sicher ist es doch ganz wenig als eine. Ist, als wir reden wegen Sprache, müssen wir euch haben in Sinn in Steiger leben. Und was Jeden haben übergenommen von einem Arum. Und dasselbe versteht sich in Mitteleuropa. Von einer Seite haben Jeden sich gehalten, besonders von mitteleuropäischen Völkern, von der anderen Seite ist es sehr starke Haschbeuer. Ist, wie soll, es ist schwer zu sagen, pinklich wie soll, seitdem wir wollen, einmal haben wir Gelegenheit zurückzufahren in der Zeit und sehen mit den eigenen Augen. Als der Mann früher Rashi, und ich weiß, dass sie da etliche was haben geschrieben, wegen dem preisischen Irot, etwas was zu zählen, wegen der Laase Rashi, und ob sie auch etwas zu tun mit der Frage von Yiddish. Der Laas, was Rashi hat übergesetzt in sein Peresh, hat geschrieben, eine Sachwörter, was, ich meine, es ist altfranzösisch, aber öfter, ihr kennt. Ja, also verstehe ich euch. Ich habe sich in dem nicht keine Sache reingetan, aber so verstehe ich, als Rashi hat versteht sich in sein Peresh, hat geschrieben auf Loschen Koidisch, aber ob es hat gefällt ein Wort, hat genommen von seiner Redsprache, was es abholen gewesen, etwas eine Form von Französisch von jener Zeit. Und ich sage Französisch mit dem Bavarisch, als ich bin nicht sicher, sie Französisch hat damals schon existiert. Ja. Von der Gerätesprache in seine Mekorim von jener Zeit. Ja. Das haben jeden gekehrt, mitnehmen mit sich, kein Deutschland. Für uns ist es aber mal so wenig, das kann ich nicht Spaß kennen. Wir wollen so gerecht, also wie der Loschen Koidische Komponent von Jiddisch ist sehr groß und noch älter von einem romanischen Komponent ist ob der romanische Komponent ist gemacht wie verschwunden geworden, ist es nicht der Fall, was ist also alt, nur zu lieber etwas anderes sehen. Aber es wird schon rauskommen, noch wegen dem zu reden, ein bisschen später. Was ist beklar ein guter Weg zu analysieren nach Sprache, zu verstehen, wie alt ist es? Wir haben verstanden, dass sie kompliziert ist. Ist da etwas ein guter Weg?
Du hast dich gefragt, wenn wir haben geredet früher, wegen, ob ich rede auf du, darfst du euch reden auf du. Es passt nicht, du sollst irzen, nicht so duzen. Dank. Ja, heißt es, hast gefragt wegen Grammatik und Etymologie und Klang. Klang ist sehr fein, aber wir wissen nicht, wer so immer hat herausgerät Jiddisch und Deutsch in jener Zeit. Wir wissen nur das, was wir hat von die geschriebenen Mekurim. Und das ist ich will öfter überfragen die Frage. Ich habe gefragt, Erschel und Fardem, ob der Klang von der Sprache kann beweisen, als es endlich zu einem gewissen Dialekt, was ist ein Dog, kann man sagen, dass das hat ein Kescher mit Deutschland oder Frankreich, ja, zusammen gesagt. Und dieselbe Sache kann man fragen auf die Grammatik, weil die Grammatik von der einzigen Jiddisch hat, oder von der Mollige Jiddisch, ist nennt so eine gewisse Grammatik, was man kennt von einer anderen Sprache. In derselbe Frage kommt die Etymologie. Der Mekor von einem Wort, ob man weiß, von wann es kommt. Ja, und was ist ein besserer Weg, zu wissen? Ja. Nu, das ist alle. Das ist, ja, viele Wörter soll sein von einer Tote, aber zum gesund. Das heißt, dass, ob man darf etwas, oder ob man darf dem gar nicht, schneidet man dem Opfer in der Fliege. Da hat man nicht mit dem Garn, nicht mit dem Tote. Aber was der Zugang hilft, mag man nutzen und besser alle Zugänge. Ist Etymologie ist eine Sache, ja, ob wir gefunden als Jiddisch hat Wörter, was stammen darf von Deutschland, ist das eine Reihe als Jiddisch hat eine starke Verbindung mit Deutschland, zum Beispiel Bayern. Nicht zusammen Dorem, weil wenn man geht schon rein in der Schweiz, ist das schon zu weit auf Dorem. Leut Birnbäumen ist da ein Sachvokabular auch von mitten Deutschland, von Franken oder Franconia heißt es auf Englisch. Und es ist sehr wenig von so von Deutschland. Heißt es als Jiddisch stammt upon von Dorem Deutschland und mitten Deutschland. Leuten Vokabular. Leute der Grammatik, darf sich Dorem, weil der Moschel in Bayern ist nicht doch ein Ja, auf Deutsch sagt man doch ich habe oder ich habe und weißt du, als in Bayern sagt man ich hab, also wie auf Jiddisch. Ja. Wir wissen nicht, wer so, man hat geredet mit 1000 Jahren zurück. Sie können sein, als die deutsche Dialekten sind in dem gewesen anders. Efter hat man in mitten Deutschland auch gesagt, ich hab. Aber im Verlass sich auf die heutige Dialekten, ist in dem Prat von Grammatik und euch von Klang, Jiddisch nennt es zu Bayerisch. Und dafür sind da Forscher, das halten, dass Jiddisch hat sich ausgeführt in Bayern, hat Leute der Historiografie wissen wir, als Jiden sind früher angekommen in Meier auf Deutschland zum Rhein. Was noch kann man zugeben wegen dem? Also das ist gewesen wegen der Klang-Etymologie in Grammatik. Ja, ich dachte, es ist da noch etwas, was wir können zugeben. Gut, lassen wir gehen weiter. Aber ich will sich da meinen, will ich zugeben. Yeah. Is it allowed to ask questions in English? Yes, but maybe we will wait for, we will have a time No, to because ask my questions. question is exactly to your discussion. Yeah, but we will have a time in the end to ask questions. Okay, Like all right. you can write it in the chat if you want to Okay. not forget it. Okay. Okay, yeah. All right. Thank you. Weil ich fragen weiter, wer sind denn die ersten Forscher, was haben sich vernehmen, noch in der Mantapo von den Namen und ob sie gewähnt nehmen Farsei. Ich weiß, es sind doch verschiedene christliche und Historiographiker, was haben geschrieben wegen dem, sie doch verschiedene. Wir können sind in 16. und 17. Jahrhundert, hat man, nach 16. und 17. Jahrhundert, sind gewähnt zwei bekannte Verteidigungen von Tanach, auf Jiddisch, in Deutschland. Einer hat geheißen Blitz und der zweite Witzenhäusen. Das sind in 80 gewesen die erste. Weil in dem Cambridger Kodex in jene
Manuskripten, was man gefunden mit über 100 Jahren zurück, aber es stammen vom 14. Jahrhundert, ist das meistens. Und meistens, was sind bekannt bei anderen Völkern. Punkt wie das Boverbuch, was ist von 16. Jahrhundert, ist übererzählt von einem italienischen Mocker, was ist übererzählt von einer britischen Mocker. Ja? Aber originelle Übersetzungen, Verteidigungen von Tanach, das ist im 17. Jahrhundert. In jener Zeit sind noch gewesen Christen, was haben gewollt, auslernen dem Deutschen euren genug Jiddisch, als jeden soll nicht kennen, reden, in Seudes. Wir sollen verstehen, dass was jeden, als jeden Kläumer reden schlecht wegen die Deutschen, sollen die Deutschen wissen, sollen sie verstehen, was dort tut sich. Und sie haben sich auch interessiert mit Loschen Jiddisch, weil frühe Christen vielen euch in Verbindung mit Loschen Jiddisch. Und die, was euch sind da, Menschen in eurem, wo sind nicht kein Aschkenazim, ist vereinfacht sich, was ich bringe das. Aber es ist ganz schickabe, als von einem Guckwinkel von deutschen Christen im 17. Jahrhundert ist gewesen also. Der Johann Christoph Wagenseil hat geschrieben, wegen Loschen Jiddisch, hat gehabt ein Regime an Aleph Beis und wie also immer redet aus jeden Os. Ist dem aschkenazischen Aroisred beim aschkenazischen Aroisred hat geschrieben, die Juden lesen so. Ja, also lehnen Juden. Beim sphardischen Aroisred hat geschrieben, die Christen lesen so. Also lehnen die Christen. Weil Juden in jener Zeit, in jenem Mikroim sind nicht gewöhnt in Sfardem, aber der sozusagen sphardische Aroisred, also wie der israelische Aroisred, ist gewöhnt genutzt von den Christen. Und das ist nicht keine Beleidigung von Sfardem, nicht keine Beleidigung von Israel, es ist der Fakt, als die Christen haben nicht gehalten von dem aschkenazischen Aroisred, haben sie sich benutzt mit einem anderen Aroisred, was sie sehr geben bekannt. Und das ist zufällig ähnlich zum Sfardischen und zum Israelischen. Aber das ist auch nicht gewesen die Frage. Sie ja. Ja, wegen der Erste, was haben gehandelt mit der Frage von wie alt ist Jiddisch, was ist der Mekor. Ja, ist 16. und 17. Jahrhundert, ja. Und Christen, darf ich. Teil sind gewesen Christen, ja. Teil sind Christen. Ja, wie gesagt, die Deutschen sollen verstehen Jiddisch, weil jeden euch in Europa, ob sie haben gemeint, als ein Christ versteht Jiddisch, und sind genug Christen, die haben verstanden Jiddisch, ja. Aber viele, wenn Jiddisch in Deutschland ist nicht gewesen dasselbe, was die Deutschen haben geredet, aber gewesen genug ähnlich bestimmt, aber der Fall hat man in Europa gehabt als Sache größeren Loschen Jiddisch Komponent, wie in Europa. Ja. Kedei die Deutschen sollen nicht verstehen. Der Moschel, in Europa hat man gesagt, Jelodim, bei Kindern, zum Teil. Nicht in Europa. Aber in Europa ist da andere Sachen. Ja, in Europa, weil man hat nicht gewollt, als Christoph verstehen, hat man gekannt sagen, da aber nicht und nicht red nicht. Ja. Ist in beide, hat man gekannt, nehmen Loschen Jiddisch Wörter, was sind nicht tagtägliche Wörter, wenn es gewinnt nötig. Es ist gewinnt eine Sache nötiger in Europa, aber euch in Europa, weil genug Christen haben verstanden Jiddisch. Das ist öfter nicht bewusst, aber es ist ein Fakt. Wenn eine Sache Christen das haben verstanden und viele gerät Jiddisch, befragt in die Städtlich, wo Christen sind, gewinnt eine Minorität. Aber wieder einmal bin ich ein bisschen verfolgt in Beuberg, ihr seid mir Meuchel, wenn wir weitergehen. Gut, ist wer sind denn Gewinner, was haben geschrieben auf dem später, also der 18. Jahrhundert, wer hat weiter gehandelt mit der Frage? Mir sind noch bekannt die von Sof 19. und halb 20. Jahrhundert. Das heißt, von Demolton. Es ist gewesen einer Jankiv Gerson, was hat dann geschrieben, ich denke, das ist gewesen, das ist doch eine Grammatik von Jiddisch. Was ist verfallen geworden und danach hat der Student von Columbia das gefunden zufällig ergens
zwischen Manuskripten in der Bibliothek von jüdischen theologischen Seminar. Es gibt eine Sensation, ja. Etwas, was die ganze Welt hat gewusst, also auf der Welt ist nicht doch in ein Exemplar und mit einmal ist es dort zwischen anderen Papieren in der Bibliothek in New York. Und es ist gewesen Philipp Manch, euch so 19. Jahrhundert, aber die ernstere sind gewesen nicht später dicke. Max Weinreich, Schleime Birnbaum, Salmen Reisen, Neuch Prelutzki, nicht alle haben sich abgegeben dafür mit Geschichte von Yiddish. Reisen, Prelutzki haben sich mehr gegeben mit den Heinzeitigen. Ich als Weinreich und Birnbaum, beide, sei heinzeitig, sei Geschichte. Nossen Siskind habe ich früher damals, hat euch geschrieben wegen der Geschichte von Yiddish, David Katz, Bob King, das ist der Professor in Texas. Ich hoffe, er lebt noch, er ist schon in die Jahren. Dort wollen wir schon rumreden, die verschiedenen Shittes, ja? Ja, das ist mein Punkt, meine kommendige Frage. Ich weiß es. Paul Wexler. Ja. Ich weiß, es ist da 4, 5 Shittes, 3, 4, 5 Shittes. Ich kann Shittes dafür. Lass mal sagen drei. Ja. Wie gesagt, ja, ist er. Efter kannst du das vorlegen. Ja. Ja, wir haben schon geredet, wegen dem als Weinreich hat gehalten, als jüdisches geboren beim Rhein, weil wir wissen, als dort sind nie angekommen, zuerst von, also sozusagen Frankreich, von anderen Ländern. Aber also wie jüdisches Sach ähnlicher hat das Sach mehr Elementen von bayerischen Deutsch wie von rheinischen Deutsch halten David Katz und Bob King, als Jiddisch ist in der Emerson ausgeformt geworden in Bayern. Und das muss nicht sein kein Stil. Es kann sein, als Jiden haben angehäuben auszuformen in Jiddisch beim Rhein, aber Jiddisch ist geworden mamisch ayesh sich erst in Bayern. Und sie haben einen Tag in Regensburg. Ich gedenke nicht, was Punkt Regensburg. Wir sind auf das Macht von dem heutigen Dialekt. Der Dialekt ist gewesen also mit 800 Jahre zurück, das wissen wir nicht, aber erst will ich noch einmal allein ein bisschen deutsche historische Linguistik und sehen, was sagen die Deutschen, wenn der Entwicklung von bayerischen Dialekt in mehreren Jahrhunderten. Das ist nicht, wie gesagt, nicht aufgastieren. Das ist auch mehr weniger der Gegend, mit Deutschland, ja, es ist. No, ja, es ist ja. Alles in der Maske, aus Deutschland, die Frage ist, sie mehr auf Deutschland, sie dort in Deutschland. Ja. Und wie gesagt, Jiddisch ist ähnlicher in Asachprotein zu Dormdeutsch und euch zu Mittendeutsch, aber Lauf darf Rheinisch-Deutsch. Ja. Und wegen dem hat geschrieben, sehr protein Schleime Birnbaum. Ich sollte rekommendieren zu lernen sein Jiddische Survey and a Grammar auf Englisch, ihr wollt sich da wissen protein. Published hat das herausgegeben in 79, dachte ich mir, nein? 71, aber man hat das immer gedruckt mit Ausbesserungen und mit Zugaben mit 3-4 Jahren zurück. Aha. Ja. Ja, zum Bedeuern hat man nicht gelernt in Korrektur oder sehr, sehr schwach gelernt Korrektur. Es gibt eine Sachgeist und hat das alles ausgebessert und seine Sinn haben, oder einer von seinen Sinn hat dann geschrieben, eine kurze Biografie von den Taten und es ist Kedai. Und er stellt sich auf, wie gesagt, sehr protendig auf dem Indien. Und öfter haben wir noch Weinreichs, wer noch der geschrieben? Ja, Weinreich hat er ausgegeben, nein, nicht er hat er ausgegeben, er hat verendigt er hat euch nicht verendigt. Er ist gestorben in 1969 und er hat gesagt, als das, was er schreibt in jener Zeit, ist eine Versachacklung von alles, was er getan in seinem Leben. Gehalten nicht weit von dem Sof. Ich dachte, es fällt etwas ein Kapitel beim Sof, wo er hat, es ist da ein Manuskript, ich habe etwas von ihm gelernt, aber wir haben das nicht gekannt herausgeben. Aber seine Geschichte, was seht euch also, wir sehen nicht.
Ist aus in 1973, schon noch sein Tod. Und jetzt können wir reden wegen dem englischen Nussach euch. Ja, In bis 1980, wenn ist das? in 1980 hat man herausgegeben, halb von dem auf Englisch. Shlomo Nobel, was ist ein Erforscher in Yiddish, mit der Hilfe von Schickel Fischmann, der Professor in Yeshiva Universität, haben übergesetzt dem Text, weil Weinreichs Werk hat 4 Bände, 2 Bände Text und 2 Bände Ores. Haben sie gehabt Geld nur überzusetzen in dem Text. Das ist heraus in Buchform in 1980. Und mit 20 Jahren später ist gekommen ein Jid mit Geld und gesagt, lass mir herausgeben das Ganze. Und die Arbeit ist gefallen auf mir. Ich habe sich mit dem vernommen im von 11 Jahren, nicht vollzeitig, aber vor 11 Jahren. Und ich habe redaktiert, sagt mir Michael, Nobel und Fischmann haben das Ganze übergesetzt, aber nur gekannt herausgeben, halb. Jetzt habe ich redaktiert sehr die Ores, der Text und die Ores. Und ich habe zugegeben, als ich Mekurim, weil Weinreich hat gehabt, der Teve in seine Ores zu schreiben, Steinschneider 1885. Was ist Steinschneider 1885? Was für Publikation ist das? Und wo finden wir das? Ist dort, wo ich auch gekannt habe, und ich habe zum Glück als Sache gekannt, habe ich zugegeben den vollen Titel und alle anderen Protem, der was lernt, soll kennen, das können aussuchen und lernen dem Original und sehen im Kontext, was von dem zitiert Weinreich. Und Tage, wie ich habe früher erzählt, ehrlich, beim Anheb, aber ich muss laufen in die Bibliotheken, auszusuchen Weinreichs Mekurim. Beim Sof ist schon ausgewählt in der Internet. Ich kann sitzen bei sich bequem im Kabinett und in der Internet aussuchen kann man alles Ding, was ich auch gedacht. Ist, wenn ihr guckt rein in dem englischen Nussach, werdet ihr sehen, als die Ores sind noch länger. Und früher auf Jiddisch sind die Ores zusammen gewinnt länger wie der Text. Also das ist gewinnt Weinreichs Zugang. Umgeschrieben, mal kurz ein Paragraph und dann noch eine lange Ore, wo geht zu alle Protem, was hat gehalten, also passen sich nicht rein in den Text. Ja. Das ist in Perek, ja, Ezehu Giber, Hakovesh ist Yitzroi, ja. Weihnacht hat gehabt, dass jetzt erholt zu Ores, was hat nicht gekannt einhalten. Ja, ist, wo das ist gewesen Weinreichs Arbeit. Das gewinnt Weinreichs ja. Und das ist, wie er gesagt hat, er gehalten, als das ist in Tochereien seine ganze Karriere. Also er hat geschrieben, sein ganz Herz, ganz eine Schomme. Und als er hat geforscht, ist er rein in seine Geschichte. Versteht sich nicht jeden Prat hat er reingenommen, aber gemacht als. Ja. Was er hat früher auch gedruckt, Artikel in Arbeiten, gemacht als hat gehabt, er hat Spur Minimum auf dem Werk und also viele rein in dem Werk. Das ist Weinreich. Der dritte Zugang, was der Vorträger von dem ist Paul Wexler von Tel Aviv Universität. Und ich weiß, als andere halt mit dem Beispiel Eva Geller, Professor in Warschauer Universität, als Jiddisch ist ausgefunden geworden in die slawischen Länder. Als Jiden sind lang gekommen durch die Balkanen in Europa. Als Jiddisch ist ausgefunden geworden in der slawischen Zwiebel und als erst danach sind die Jiden angekommen in Deutschland und heute sie haben verbieten die slawische Wörter mit deutschen Wörtern, ist die Grammatik und die Idiomatik nennt er zu slawisch. Und das ist, ich bin nicht Maske mit dem, verschiedene Sibbles, was nicht gedei sich in sehr reinzulassen. Aber es ist sicher nicht den ganzen falsch, weil die Idiomatik von Jiddisch ist als Sache nennt er zu slawisch wie zu Deutsch. Und man blättert ein Wörter wie von Deutsch und man guckt dann die Phrases und die Idiomen, sind sehr wenig für einen Jiddisch. Und man guckt einen Wörter wie von Polisch und man guckt dann die Phrases und die Idiomen, sind sehr sacht in Jiddisch. Ja.
eine Sache von dieselbe Imagen. Teil sind da nicht nur in Slawisch, aber wie gesagt, sind es relativ wenig von Deutsch. Es Wörter, so Tage, eine Sache kommen von Deutsch, aber die Struktur, ja, und die Phrases, nicht die einzelnen Wörter, ja. Ich kann geben mal Moschel. Unterherren sich. Auf Deutsch ist nicht da ein Wort. Aber auf Polisch ist so Potskuchiwatsche oder etwas ähnliches. Die Polisch kann das so mit Moschel sein, aber schon mal Freu. Gut für sie ist bei der Arbeit, können sie sich nicht einmischen. Und das Pot ist auf Polisch unter und Skuchiwatsch ist Herren oder sich zuherren. Das Potskuchiwatsch heißt Unterherren und Unterherren auf Jiddisch heißt, ja, Herren beschast mit Horn nicht. Ja. Wie man sagt das auf Deutsch, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass auf Deutsch ist es nicht da, in der Form. Ist, man guckt nur auf ein Wort Unterherren und sagt, oh, von Deutsch? Ja, die Elemente sind von Deutsch. Aber der Deutsch und die Struktur ist von Slawisch. Und es sind dort zähnliche, hunderte oder so in den Wörtern. Es ist da wegen der man arbeitet, aber ich kenne sich jetzt nicht einmal in Wemmens. Ich will sagen Alfred Landau, aber ich bin nicht sicher. Man hat vergleicht Verben, speziell Verben, auf Jiddisch und Slawisch. Und dort sieht man klar, wie stark die Spur von Slawisch ist auf Jiddisch. Ist in dem Part ist Wechsler sicher gerecht. Ist halt als Jiddisch, halt als mir halt der Quelle gekannt, Jiddisch zu rechnen zu der Sprache slawische Sprache. Von dem lacht man, das ist ja schon zu viel. Ja. Und auch viele Hebräisch, weil die Struktur von jesoldigen Hebräisch ist euch sehr stark verslawischt durch Jiddisch. Ja, als Idiomen. Ja. Manishma, was ist Manishma? Herzig. Manishma ist was herzig. Was ist was herzig? So Swichach. Ja, von Polisch in Jiddisch, von Jiddisch in Ivrit. Mit erzählt, als wenn Ezra Weizmann ist gewesen, der Präsident von Israel, ist geflogen in Mitzrayim, hat sich dort bekannt mit einem Professor von Hebräisch, hat ihn bald begrüßt, Manishma, und jener hat gemeint, dass Weizmann ist ein Meshugener. Weil das ist nicht Schloss in Koidisch, ja. Das ist ein einseitiger Idiom, was man übergenommen von Jiddisch. Ja, und jener hat gekannt Loschen Koidisch, ja, das traditionelle Loschen, ja, und wieder einmal, da hunderte so eine in Ivrit, Bederich weiß das nicht der Ohren, weil es ist so natürlich zu sagen, man nicht mag, als wenn man fällt es ein, als das kommt von Jiddisch. Keiner teilt nicht, dass Ivrit ist eine slawische Sprache. Oder? Das hat er auch gesagt. Also, wie gesagt, von dem lacht man wieder. Er ist nicht den ganzen ungerecht. Weil die Haschwur ist Tage da. Zurechnen zu dem Sprache Slawisch, das ist zu viel, halte ich. Die Frage ist, die Jiden sind Tage umgekommen durch die Balkanen. Und wegen dem darf man passen an die Historiker, nicht die Linguisten. Das heißt, Wechsel halt als mit Paskinen zu lieb, die alle Protein, was sich kennen, dem nicht reingehen, als die Jiden sind ja angekommen durch die Balkanen und erst danach in Deutschland. Ich meine, dass die Historiker wollten das abgeworfen. Aber wieder einmal, schwer zu passen. Auf Jiddisch ist da ein Name Zlate. Ja. Wo ist da ein Wort auf Slawisch, nicht auf Polisch und nicht auf Ukrainisch, Tschechisch und Kroatisch. Ist also, ist teilt man als Slate kommt von Tschechisch. Weil jeden Sinne versteht sich, haben gewohnt in die tschechischen Länder und auf dem Weg in Polen sind sie durchgefahren in tschechische Länder. Und etwas genascht. Nebuch, auf wie viel wir wissen, muss kommen von Tschechisch, ja. Aber Wechsel weiß dann, als Slate ist euch voran in Kroatisch, haben jeden das gekannt, nehmen von Kroatisch. Wieder, ich bin nicht Masken, aber mit Torem nicht wegmachen mit der Hand. Man darf haben im Sinne, das, was er sagt, und wie gesagt, ja, viele, wenn es nicht Masken ist, das ein wichtiger Zugang.
Ist Thomas beteiligt sich da Evangeler, soll sie nicht haben können verribbel, als ich anerkenne, befehlisch, als es wichtig. Bitte mal. Ja. Ja. Nee, Was kannst du sagen auf dem Meer Mizrach? Ich weiß, ich habe schon gelernt, Artikeln, was deinen, also Bechlal, weiß doch die ganze Meise mit den Kusaren, als die Jiden sind gekommen, Bechlal, von den slawischen Ländern, und von dort haben sie sich verspreit, ja, wir retten nicht von der Terk, viele noch mehr weit, ja, sie kommen durch Bovel, gleich herauf, durch den Schwarze Jam, zu den slawischen Ländern, und danach gekommen Meirev, ja. Wechsler hat ausgegeben ein Büchel, was heißt etwas in der Ashkenazi Jews, a Slavo-Turkic people in search of a past, sie etwas als eins. Und halt auch ja so, als Jiden stammen von Kusrim, Ashkenazische Jiden, stammen von Slawen und von nicht von Terken, nur von Kräuven von den Terken, ja. In seinem ist, aber dachte ich, als die Genetiker, was forschen DNA, sagen, dass es nicht stimmt. Also auf jeden Stammen ja von Erzählsäul. Ich weiß nicht, ich will darum reden, Kollier von der Heut, aber das spielt eine Rolle, weiß ich nicht, ja. Typische jüdische Zure in Mitteleuropa ist gewesen, dunkle Haar und helle Haut. Das ist nicht, dass wir sehen euch Terken, und nicht, dass wir sehen euch Slaven. Aber ich bin nicht kein Anthropolog, verlasse ich sich auf die Genetiker und die Anthropologen, ja. Ich weiß noch, als in meiner Sprache, Leute in meiner Sprache habe ich sehr dunkle Haut. Montag aus wie sehen aus die anderen in meiner Sprache. Ja. Aber das, ob die Genetiker es kennen, der Weisen, als so wie jeden Stammen von Eretz Israel ist, Schakoyach, aber was nicht. Ja. Ja, versteht sich Arthur Kessler, was ist nicht gewesen, kein Forscher, aber es gewesen Schreiber, hat euch angeschrieben, euch geschrieben wegen dem, als jeden Stammen in der müssen von den Kusrim, von jenem türkischen oder türkischen Volk. Aber weißt du, es legt sich nicht so auf den Seichel. Wir wissen, dass Teil Kusrim haben sich Megaier gewöhnt, aber als alle europäische Jiden sollen von dem stammen. Wieder mal heißt es, als Jiden haben gemusst ankommen von Mitteleuropa, kennen Europa, und so viele Sorgen wollten es abgeworfen. Ob wir wollten eingenommen, das Sort Jiddisch, was wir sehen in Texten, in alte Bücher, und wir wollen es probiert aufleben, und sich einern zu dem, weil es gewähnt mehr endlich zu einzige oder farmilchomedige polische Jiddisch, litwische Jiddisch, so was ist das gewähnt endlich? Oder meire Jiddisch, eine zweite Sache, was hat das? Ja. No. Wir können rechnen, als in 14. Jahrhundert sind wenig Jiden in Mitteleuropa. Es müsste immer gewesen, so oder kemat als nur meire Jiddisch, das ist eine Sache. Ich mache noch eine Tracht eine Sekunde. Lass mich das einfach von einem anderen Guckwinkel. Unser heutig literarische Loschen ist basiert auf die 3 Hauptdialekten, das du erst der Mond. Der Reusred ist ähnlich zu Litwisch-Jiddisch und die Grammatik ist ähnlich zu Polisch-Ukrainisch-Jiddisch. Für was? Weil Litwisch-Jiddisch ist konservativ, sehr wenig Vokalen haben sich gebitten, ist das ähnliche zu dem von Amol. Und Polisch-Ukrainisch-Jiddisch ist die Grammatik konservativ, hat sehr wenig sich gebitten von Amol. Ja? Die litwische Innovation, als es sind die Stockenwörter von neutralen Min, es ist nur der und die und nicht das ist eine Innovation. Also eine Innovation haben nicht da reingenommen, ja, in den literarischen Loschen. Und die Innovations von, die phonologische Innovations von Polisch-Ukrainisch-Jiddisch
geht und kommen, ja, und suchen, hat man nicht eingenommen. Das literarische Loschen basiert auf konservativ und das heißt, als in jener Zeit ist Jiddisch mit Stamme gewesen ganz ähnlich zum heutigen literarischen Loschen. Mit Stamme. Schwer zu wissen, Leute, die Manuskripten wissen wir nicht, weil wir wissen, dass die Manuskripten sind so ähnlich zu Deutsch, als die, was halten, als Jiddisch ist keinmal gewesen, identisch mit Deutsch, wollen teilen von heute bis morgen, und ich meine, also sind gerecht, als das spiegelt nicht ab das Geräte Loschen von jener Zeit. Und wir haben nicht keine andere Reihe. In die rabbonische Mekorim ist alles auf Loschen Koidisch. Und auf den Loschen von dem Prostenvolk stellt man sich nicht ab, es hat sich nicht interessiert. Ja. Bei anderen Völkern, ja. למשל, es ist schon ein Stück Schablon, als euch mir lehnt in der Grammatik von, ich weiß nicht, lass mal sagen Französisch, von 700 Jahren zurück, als wir tun nicht sagen, also, das ist ein Seminar, also hat das Volk gerät. Ja. Ob der Grammatiker halt, als es falsch, muss das haben gehört, und mit der Fall heißt es, als hat es gehört von dem Volk. Wir haben das nicht. Wir haben nicht so eine Grammatik ist, wir haben nicht so eine Ausbesserungen, also eine Teilnis zum Volk, also das Volk redet schlecht. Müssen wir das alles rekonstruieren, aufeinander häufen. Es öfter, haben noch zwei Fragen, und dann ist es eine übergänzliche Frage von Eule. Ja. Öfter, die kannst uns geben, grobe Zuteilung, ich weiß, dass Max Weinreich macht das auch jetzt, so was hat Kufes sind da in Jiddisch? Auch, weißt du, da kommen wir nehmen, also wie Alt-Jiddisch, moderne Jiddisch, kannst du uns geben ein klares Bild auf dem? Wieder einmal, wir verlassen auf Weinreichen, es hat ein Bereiches Jiddisch, ist 80 von 1000 bis 1250, Alt-Jiddisch von 1250 bis 1500, Mitteljiddisch von 1500 bis 1750 und von damals an modern Jiddisch. Efter, es wenn sich mit Kenntnis zu teilen, ein bisschen anders euch. Das heutige literarische Loschen ist das Regimen von Mendeln von mitten 19. Jahrhundert. Aber in der Emerson hat sich so angehäuben früher, so auf 18. Jahrhundert. Und was meine ich damit? Bis ins 18. Jahrhundert sind viele Bücher, die sind auf Jiddisch in Mitteleuropa geschrieben auf Meirev Jiddisch. Und das spiegelt, versteht sich nicht ab, das Geräte Loschen. Erst in der zweiten Hälfte 18. Jahrhundert hat man angehoben zu drucken Texten, die spiegeln ab das Geräte Jiddisch von Mitteleuropa. Das ist der Moshe Marcuses nicht Sefer Fuß, aber etwas vergessen den Titel. Aber das ist ein medizinisch Bücher von einem Doktor von 1770, dachte ich muss nachgucken, aber ja. Danach sind da die maskilische Bücher von Sof 18. und 19. Jahrhundert und später versteht sich das MS-dicke literarische Loschen, was wir kennen heint, was ist so gekommen, dank Mendel und seine Mitzeitlers. Ist, ja, Leute dem kann man sagen, als das moderne Jiddisch hat sich angehäuben in der zweiten Hälfte 18. Jahrhundert. Und modern wieder einmal heißt bei der Klau, als sie spart sich an in Mitteleuropa und nicht in Meier-Europa. Weil in Meier-Europa hat Jiddisch schon angehäuben gehen bergab. Jeden in Deutschland sind ein bisschen herüber auf Deutsch und euch jeden die arumischen Länder sind oder herüber auf der Landsprache oder auf Deutsch. Zu bisschen, ja. Wir sollen nicht meinen, als Moshe Mendelssohn hat gegeben sein Ukaz und von heute auf morgen hat man aufgehört zu reden Jiddisch. Nein, es hat gedauert 10 Jahre, weil man hat schon Brief von 19. Jahrhundert auf Jiddisch in Deutschland,
oder Minimum mit jüdischer Äußers, weil der Oilem hat schon angehört mit Reden Deutsch, aber hat sich noch nicht ausgelernt schreiben Deutsch. Das ist gekommen zu bisselig. Ja, ist die deutsche Jiden, was wir kennen vom 20. Jahrhundert, das ist noch ein langer Prozess der Assimilation. Ist das eine Frage? Ja, das ist eine gute Antwort. Und da ist der Platz, mich zu schließen, der Teil von der Diskussion. Und wir wollen noch rübergehen zu Fragen von der Oilem. Ich will noch lassen wissen, als ob ihr wollt, ehren wegen ein bisschen mehr weiterdige Jahren von Yiddish. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal Videos von Dr. Arshel Glässer, auch auf Dialekten, auf die verschiedenen Dialekten, was existieren, was wir haben jetzt der Mann. Und ich will sagen, dass wir wollen alt noch kommendige Unternehmungen wegen der Frage von Geschichte von Yiddish. Eine von den Unternehmungen wollen wir halt mit Dr. Shimon Neuberg, dort wollen wir spezifisch reden wegen Alt-Yiddish. Und euch berot Frages oder ihr wollt ehren wegen gewisse Themen, gewisse Redner soll kommen reden. Adra beschreibt uns unter einem Blitzbrief und wir wollen probieren es organisieren. Dank, Arshel, und lassen wir sich wenden zum Eulen. Gut, ich weiß, dass Igor hat gehabt eine Frage ganz, ja. Ja. Und die kannst fragen auf Englisch. Ja, ich lerne das, was ist da im Chat. Ist, ob es das, kann ich gleich empfehlen. Ja. Igor schreibt, I used to live in Germany, and in my personal experience, the closest dialect to Yiddish is not Bavarian, but Swabian. In fact, my Swabian friends had no problem understanding Yiddish, despite Hebrew and Slavic loanwords. Das ist sehr Chicago. Wegen dem habe ich nicht gelernt in der Literatur und wegen dem will gewinnen Kedai weiter zu forschen. Ich kenne sich nicht auf dem, kann ich jetzt nicht empfehlen, aber ich wollte gewollt etwas der wissen wegen dem. Und ich bin sicher, dass wir können ganz gering finden Informationen wegen Schwabisch. Ihr schreibt euch, that includes besides ich habe die Elde-Minutiven. Elde-Minutiven dachte ich ganz verspreit in Bichlal in der umdicken Deutschland. Das ist nicht nur, das ist dachte ich, sei Bayern, sei Bayerisch, sei Schwabisch und auch viele weitere aufzuhoffen, weil ich hab sich angestoßen auf Deutsch in der Zeit, wenn ich vielleicht vorhin in Deutschland, was haben dem die Minutiv und das ist gewesen, ich sag weiter aufzuhoffen. Wo ist das gewesen? Das ist Frankfurter Gegend und das ist schon nicht Bayern, nicht Bayerisch, nicht Schwabisch. Okay. It's mostly Swabian and Alemannisch. So it's from Stuttgart area down south. Yeah. And becomes Lee in Swiss German. In Frankfurt, I never hear that. And if I may ask another question, that you were sort of dwelling a little bit on this Karaite theory that Ashkenazi Jews, which of course has been debunked, coming from Karaites in Crimea, Turkish language, but just in I grew up in the Soviet Union as Ashkenazi Jew, and the Karaite community was completely distinct. They spoke their own language. They were really never mixing with Ashkenazi Jews. So that's this theory is not only genetically, but also on linguistic level seems to be completely nonsense because we don't have any Karaite words as loan words in our Litvak Yiddish. Where are you from? My ancestors are from Belarus and the border line between Ukraine and Belarus. But the Yiddish version that I heard at home was Litvak Yiddish. Okay. I grew up in Moscow myself. Oh, okay, right. And by the way, I want to thank you very much because I was amazed myself at how much I was able to understand using this old piece of Yiddish that I inherited from my parents. Thank you. Chaya Kushner hat gegeben dem Satz, der Oral is Maven called Dibber. Ja, das ist ein typischer Moschel, was ist mir nicht eingefallen. Das ist gut, was euch ist das eingefallen. Wie also mir kann reden verstellt für Goyim, was kennen Yiddish, weil a Goy, was kein Yiddish wollt verstanden, der Goy versteht, was wir reden.
aber sehr wenig Goyim wollten verstanden, der Orgel ist Maven Kol Dibber. Ob es da Christus versteht, das ist ein Mamisch, ein guter Jiddisch-Kenner. Okay, was noch so? Zlata is also a Russian name, ja, aber etymologisch ist es nicht von Russisch. Ja, weil Russisch hat das Leihwörter von Alt-Kirchenslawisch. Exactly, yeah. Ja, und Zlata muss that is correct. kommen von dort. Yeah. Okay, dunkle Menschen kommen euch von Spanien. Na, wenn sich was heißt dunkel, ja, bei heutigen Tag ist da, reden wir so viel wegen Kolieren, als mir ist nicht klar, wusste so die Grenze zwischen White und of Color, aber ich will sich in dem nicht reinlassen. Okay, Moishe Zodik Goldner. Seine Verein öfter Analogen zwischen immigrantischen Kehilles und die heutige Vereinigten Staaten. Man soll kennen, gucken auf sie, sich bescheid zu sein, was Matze ist einmal gewesen. Wie also Jiddisch hat sich erstens untergeschickt von euch. Es ist anders von einmal, ja, weil einmal ist nicht gewesen kein Schulsystem. Einmal ist nicht gewesen kein Massentransport. Einmal ist nicht gewesen kein Television, nicht gewesen kein Internet. Jetzt ist der Kontakt zwischen Menschen, oder was wohnen in einem Land oder auf der ganzen Welt, in ganz anders. Ja, wir können das nicht vergleichen heint. Seit den Chsidem, was kommen zwischen Goyim und euch Jiden, was halten war Goyim, aber bei mir in sich zu sein, was weiter. Und bei sie versteht sich, lebt weiter Jiddisch, tagtäglich, aber wenn es fällt sehr Wort, nehmen sie von Englisch. Es heißt es als, auf jeden Fall, wenn sie kennen nicht gut Englisch, müssen sie sofort kennen etwas auf Englisch. Und das so wie in Missereuropa. Sie gewinnen jeden, was haben gekannt nur Jiddisch. Zum Beispiel, Baschewitz schreibt wegen seinen Taten. Sein Tate hat nicht gekannt, äußern den ganzen Satz auf Polisch. Aber ich bin sicher, dass in sein Jiddisch seine gewinnen Leitwörter von Polisch. Could it be that the Slovak, Mr. Menkman Slavic, influence only came later, as Yiddish was strongly spoken in those countries in the modern era? Modern era, Jiden sind angekommen noch in späten Mittelalter in Mitteleuropa. Versteht sich mit der Zeit, ist die jüdische Bevölkerung in Mitteleuropa geworden als größer, aber dachte sich als noch im 14. oder 15. Jahrhundert, wieder einmal, gedenkt nicht sie Kazimierz Wielki, der größte polnische Melech, gedenkt nicht Punkt, wenn hat gelebt. Es soll mein Meuchel sein, die polnische Patrioten, eingerechnet mein Freu. Aber bei ihm noch, dachte sich im 15. Jahrhundert, sind Jiden gekommen. Er hat noch verbeten Jiden in Polen. Das heißt es als, die größte Zahl, die 3 Millionen Jiden in Polen, das ist von der modernen Kurve. Aber Jiden in Polen ist gewesen von noch früher. Und Jiden sind gewesen in Polen, Eder sind angekommen, Ashkenazim, und das ist am meisten fahrsicht, weil man weiß sehr wenig wegen den Jiden, was haben gewohnt in Mitteleuropa, Eder sind angekommen, die Ashkenazim. Die Ashkenazim haben sie im Ganzen verschwenkt, aber sind da Linguisten, was man ist damit gerecht, was sagen, als die slawische Wörter, was sind in einem Jiddisch, sind angekommen von den slawischen Jiden, nicht direkt von den Slawen. Und das kann auch sein. Okay. I had a conversation with an Alsatian speaking her Alsatian dialect and Yiddish. It was surprising how much intercomprehension there was. Has anyone looked into that? Nur wegen elsässischen Jiddisch hat man geschrieben. Wegen dem wie 90 zu unser Jiddisch sind da Rekordierungen. Wir können sich zuhören. Der jiddische Sprachatlas, der Language and Culture Atlas of Ashkenazic Jewry, hat ein größten Archiv in der Internet, wo wir können hören Taschmis und wir können vergleichen die Taschmis von Mitteleuropa mit die von Europa. On the other hand, I also heard Swiss German and understood almost nothing. No. Ich habe einen Bekannter, was kennt Schweizerisch Deutschen, ja, ich weiß, das ist im Ganzen anders. I feel Deutschen ist schwer, das zu verstehen. Oh, I think Jews were in Poland in some numbers beginning around 1350. Yeah. Heißt es als, das hat mich in der Mund. Ja, ich habe verstanden, als
jene Frau hat geredet, Elsässisch, das was ist also Teil von Deutsch und nicht Elsässisch Jiddisch, aber fort. Ich meine, als dasselbe kann man sagen wegen dem. Origin of the Yiddish word beginnen. Das ist etwas, das ist nicht bei der Gelegenheit. Es kommt von etwas in Deutsch, aber in Deutsch sagt man darf sich gönnen, was ist nicht dasselbe Wort. Es kommt einfach von etwas ein Dialekt. Ob ihr wollt, ist da in der Internet das größte Wörterbuch von den Brüder Grimm, dieselbe Grimm mit die alle Meisterlich. Und dort, wenn man guckt noch das Wort gönnen, kann man sich da wissen sehr Sache wegen der Geschichte von dem Wort. Also wie wir haben nicht kein etymologisches Wörterbuch von Jiddisch, jetzt muss man ankommen zu den etymologischen Wörterbüchern von Deutsch und von Polisch und von Tschechisch und von Russisch und von Französisch und von Loschen Koidisch. Wollte ich das rekommendieren, ich kann das auch wieder reinschreiben, 1 Minute. Was schreibt sich nicht? Was? No, ich will das reinschreiben und ich kenne nicht. Oh, ich weiß für was. Ja, ich gedenke nicht den pinklichen Titel, aber euch wird noch gucken. Grimm, deutsches Wörterbuch, werdet ihr finden. Sehr sachliche Informations. Okay. Es ist schnell versägen. Ja. Ich meine, es ist etwas gar wichtig, meine ich. Ihr könnt das schreiben später. Wir dürfen schließen. Und als Koyach sein, verreden. Und als Koyach alle auf den Kommen. Und euer Wild, ich stelle jetzt da rein den Linken. Ihr könnt uns noch gehen auf Instagram, Twitter, Facebook. Ihr könnt jetzt noch gehen auf YouTube. Dort wird ihr auch sehen, die Rekordierung von der einzigen Treffung. Und wir hoffen, öfter zu auflegen unterkäpplich zu Englisch. Also, ihr könnt das schicken zu Chaveren, was reden ist, also eine gute Yiddish. Und wir werden sich sehen in der kommenden Treffungen. Seid alle gesund. Dank. Herzlichen Dank. Seid gesund. Was, seid gesund.